Bevor wir die Schwelle zum 3. Advent überschreiten, schauen wir zurück auf die vergangene Zeit, diese 2. Woche im Advent. Ewige, du Trost und Hoffnung der Welt, die 2. Adventwoche geht zu Ende. Wir danken dir, dass du um unsere Zeit weißt, dass sie aufgehoben ist in dir. Wir danken dir für dein Wort, für Gemeinschaft und Alleinsein, für Singen und Austausch, für Schaffenskraft und Erholung. Gott, wir danken dir. Gott, wir danken dir. Wir danken dir für alles Gelingen und halten dir unser kleines und großes Scheitern hin. Danken dir für Aufbruch und Neuanfang. Gott, wir danken dir. Gott, wir danken dir. Und wir bringen dir unsere Fragen, unsere Not und unser Versagen dieser Woche. Heile du, wo ich eng geworden bin, wo ich deine Stimme in mir abgetan habe, wo ich deiner Verheißung nicht mehr glaubte. Gott, wir bitten dich. Gott, wir bitten dich. Wandle du, wo ich andere und mich selbst gering geachtet, wo ich unsere Gotteskindschaft vergessen habe, wo Angst mich besetzt hielt. Gott, wir bitten dich. Gott, wir bitten dich. Ewige Trost und Hoffnung der Welt, wir danken dir, dass wir uns mit allem, was ist, in dir bergen können. Hilf uns zu erkennen und freizugeben, was du verwandeln und erneuern willst. Und so bitten wir, der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an Gott glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.
Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Gepriesen bist du, unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht geschaffen. Gepriesen bist du, unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, am Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Herr unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir an der Osterkerze entzünden, mögen uns leuchten durch den Advent. Sie sind uns Zeichen der Erwartung. Hilf uns, offen und bereit zu werden für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.
ward aus Abend und Morgen der nächste Tag, lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Schwestern und Brüder, Geschwister, mit diesem Abend beginnt der 3. Advent. Wir heißen ihn in Freude und Frieden willkommen. Das Thema der neuen Woche ist der Vorläufer des Herrn. Und unser neuer Wochenspruch steht im Buch des Propheten Jesaja: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Und das Evangelium lesen wir bei Lukas im 1. Kapitel. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeige unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Dass deine Herrlichkeit
Nimm unser Gebet an und hilf, dass wir der Weisung des Johannes gehorchen, deinem Sohn den Weg bereiten und ihn aufnehmen in unsere Herzen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und wir bitten dich für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl feiern. Lass uns die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Dreifaltiger Gott, wir warten auf deinen Tag. Lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben, der du lebst und Leben schaffst in Ewigkeit. Amen. Lasst uns preisen den Herrn. Gott sei ewig Dank. Es segne und behüte uns der gnädige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.